Salut Simon. Hoi Timon. Salut Dina. Grüß die Sina. Hallo Tim. Und grüß die Kim. Und guten Abend Mina. Dir Tabea, dir Medea und dir Lea, sag ich auch heute. Salut zusammen, Mia, Anna, Max, Matteo, Nick und Roy. Es ist sass, es ist so, super bist da, Rareriro drum, für wir jetzt an. Sass, es ist so, super bist da, zusammen werden wir sicher Lallerilo lustig haben. Ich kann euch grad helfen. Es ist sass, es ist so, super bist da, Rareriro drum, für wir jetzt an. Sass, es ist so, super bist da, zusammen werden wir sicher Lallerilo lustig haben. Dritte Folge Flickflack. Rubiger Flickflack-Geschichtenwoche. Herzlich willkommen. Ich habe glaube noch nicht alle mit Namen begrüßt, aber fahren wir noch ein bisschen weiter. Sally Jonas, hoi Thomas, hallo Dena, grüß die Lena, hallo Ben und grüß die Sven und guten Abend Lena, guten Tag Can und Ladina, Sally, Alexander, Mars. Tamara, Sarah, Lara, Lynn, Vanessa, Nils und Lars. Das habe ich auch alle Namen gesagt, he? Oder geht noch nicht? Sally Leo. Hoi Theo. Sally Tanja. Grüß die Sanja. Hallo da. Und grüß die Jan. Und guten Abend, Anja. Dir Silvana, dir Romana. Und dir Jana, sag ich hoi. Sally zusammen, Margot, Micha, Tom, Leandro, Liz und Joy. Und im Fall, ihr wisst's, gell? Es ist sass, es ist so, super bist da, Trareriro drum, für mir jetzt an. Sass, es ist so, super bist da, zusammen werden wir sicher Lallerilo lustig haben. Es ist sass, es ist so, super bist da, Trareriro drum, für mir jetzt an. Sass, es ist so, super bist da, zusammen werden wir sicher Lallerilo lustig haben. Schön, hey. So Farbentöne, sieh das. Wir haben es ein bisschen von den Farben, vom Licht, vom Feuer, vom Zündhölzchen. Und auch heute ist es natürlich nicht anders. Aber es hat ein bisschen mit ganz vielen Namen angefangen. Alle haben einen Namen. Und ich weiss nicht, könnt ihr euren Namen schon schreiben? Vielleicht der Vorname, hä? Ich komme manchmal so coole Post über, wirklich. Das freut mich aber mega, wenn ich so Briefe von Kindern bekomme. Und meistens sind es eigentlich so schöne Zeichnungen, wie zum Beispiel die hier von der Zipora. Ja, Zipora kann ihren Namen schon schreiben. Oder die Emilia auch, Regenbogen, signiert von Emilia. Und da ist zum Beispiel der Fabian. Danke für die super CD. Wow. Und schau jetzt mal. Für Christoph. Mit F geschrieben. Richtig, hey, du. Von Sarina. Ja, Sarina, die kannst du super schreiben da. Und Céline, die kann ihren Namen auch schreiben. Da habe ich gerade so gedacht, Céline, wenn jemand anders deinen Namen schreibt, schreiben sie ihn immer richtig. Bei mir ist das nämlich nicht so. Müssen wir mal schauen. Da habe ich mein Heft. Und jetzt kann ich vielleicht gerade mal zeigen, was ich meine. Habe ich echt einen Stift? Ja, da ist einer. Céline, oder? Wenn man jetzt mit Aigu, mit C, und dann gibt es einfach Leute, die schreiben vielleicht einfach so. Céline. Und das ist natürlich eigentlich
Also schon auch richtig. Man schreibt einfach nicht immer gleich, gell? Und mein Name, wenn jemand mir einen Brief schreibt, dann schreiben sie viel einfach so Christoph. Und ja, man sagt schon nicht Christoph, sondern man kann eben auch mit PH schreiben, aber eigentlich schreibe ich meinen Namen mit F. Ja, genau. Das ist, warum erzähle ich eigentlich das? Wegen dem Mann in der Geschichte von heute. Der hat nämlich am Anfang und am Schluss von der Geschichte nicht die gleichen Buchstaben in seinem Namen. Müsst ihr gut aufpassen, ich frage euch dann nachher, ob ihr es gemerkt habt. Also, jetzt wollen wir aber, bevor wir Flickflack spielen und bevor wir Geschichte hören, wollen wir noch das Lied singen, das einfach auch dazugehört, jetzt bei Rubiger Flickflack-Woche. Regenbogenbunt seh ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Hey du schöne Welt, musst dich nicht verstecken, hey du strahlst hell und klar in allen Farbentönen. Regenbogenbunt seh ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Heute ist wieder mal gar nicht gut Wetter, gibt der Stürmi wirklich nie keine Ruhe. Komm, wir malen zusammen den Tag ganz farbig an, weil Farben gibt's ja genug. Regenbogenbunt seh ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Schitter bis bewölkt ist manchmal die Stimmung, immer muss die so schwierig tun. Komm, wir malen zusammen den Tag ganz farbig an, weil Farben gibt's ja genug. Regenbogenbunt seh ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Hey du schöne Welt, musst dich nicht verstecken, hey du strahlst hell und klar in allen Farbentönen. Hey du schöne Welt, musst dich nicht verstecken, hey du strahlst hell und klar in allen Farbentönen. Hey, Flickflack-Zeit, genau. Heute nehme ich wieder den Würfel. Also, würfeln wir. Ha, 6! Das Flickflack vornehmen und auf 6 zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie machen wir jetzt das heute mit den Farben? Online-Flickflack, he? Ist eben anders als sonst, wo einfach gerade jemand kann sagen, ich will die. Wisst ihr was? Rot oder blau? Ich wähle mal aus. Und mache das so, ich spiele auf meiner Glocke. Und bei dieser Farbe, wo ich den letzten Ton spiele, dort schauen wir dort reinschauen. Genau. Rot, he? Nehmen wir mal Rot. Stampfen. Stampfen heisst es auf diesem Zettel. Also, das könnt ihr super gut, oder? Manchmal, wenn man so richtig einen schlechten Lohn hat, wie vorhin im Lied. He? Wenn nicht gut Wetter ist, stampfen wir mal. Boah, das tönt mit dem anderen Fuß auch noch gerade. Und wenn unten bei euch jemand in der unteren Wohnung wohnt, zum Beispiel, dann schau jetzt die auch und denken, schau echt die Flickflack. So, aber das war nicht die Geschichte. Der Würfel, hä? So. Also. Genau. 3. 3. Also, zählen wir auf 3. 1, 2, 3. Und ich spiele wieder ein bisschen, hä? Und bei dieser Farbe, die ich aufhöre, grün oder gelb,
Dort schauen wir drunter. He? Also, mal am gleichen Ort da. He? Machen es ein bisschen spannend. Grün, hä? Nehmen wir grün. Also. Oh, super. Das ist das Zettel, und da drauf steht Geschichte. Ein Heer von Rittern ist unterwegs. Angeführt auf dem schwarzen Ross von Paulus, vom Saul, hat er dann zumal noch geheissen. Er hatte einen wichtigen Auftrag gehabt. Er hat nämlich ein Schreiben bekommen, für das er auf Damaskus schauen konnte, welche Leute da an den neumodischen Jesus, an den komischen Jesus glauben. So einen falschen Glauben. Zeug, das gar nicht in ihren Schriften steht. Und er hat doch die Schriften gut gekannt. Er hat gewusst, was Gott von ihnen will. Gott hat schon einen versprochen, aber doch nicht so einen, wie der Jesus soll gewesen sein. Einer, der am Kreuz ist gestorben. Das kann es doch gar nicht gewesen sein. Er war entschlossen und hatte die besten Reiter bei sich gehabt, auf Damaskus zuzureiten. Das Damaskus hat einen alten Mann gewohnt, der Ananias. Und der hat gehört, dass der Paulus unterwegs ist. Und es hat ihm Angst gemacht, weil er hat zu diesen Christen gehört. Er hat fest an den Jesus geglaubt. Jesus war für ihn die grösste Hoffnung, dass es einmal mit dem Tod nicht fertig ist, sondern dass es näher ein Leben gibt. Und jetzt soll der Paulus ausgerechnet in seiner Gemeinde unterwegs sein. Das kann es doch nicht sein. Der Paulus ist geritten und geritten. Und plötzlich hat er einen hellen Blitz am Himmel gesehen. Das Ross auch. Es ist auf und hat den Paulus abgeworfen. Da ist eine Stimme gekommen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Die Männer haben die Stimme auch gehört, aber sie haben nichts gesehen. Der Saul wollte aufstehen. Aber er hat nichts mehr gesehen. Seine Augen waren blind. Wo bin ich? Hat er gerufen. Helft mir doch! Wo bin ich? Die Männer mussten ihn an den Hang nehmen und sein Ross so führen. Und so sind sie gegen Damaskus zugegangen. Dort haben sie ihn in ein Haus gebracht, wo der Judas gewohnt hat, und haben ihm ein Zimmer gegeben, dass er einfach liegen kann nach dem Sturz ab dem Ross. Sie haben gehofft, dass es besser ihm dann mit den Augen. In dieser Nacht hatte Ananias einen Traum gehabt. Der Jesus hat zu ihm geredet und hat gesagt: Ananias, gang in die Strasse, die Lange Strasse heisst. Und dort gehst du ins Haus vom Judas. Und dort findest du einen Mann namens Saulus. Und dem gehst du die Hände auf die Augen legen, damit er wieder etwas sieht. Der Ananias hat gesagt: Was willst du? Weisst du, von wem du redest? Das ist der von deinen Leuten so viel auf dem Gewissen hat. Und ich soll ausgerechnet zu dem gehen. Ich soll dem noch helfen, dass er wieder sieht und uns verfolgen kann. Mach nur, sagt Jesus, was ich dir gesagt habe. Es wird schon gut kommen. Ich habe dem Mann herausgelesen, dass er von mir ganz vielen Leuten erzählen soll. Und glaub mir's, der wird noch Haufen leiden, weil er von mir erzählt. Der Ananias hat gefolgt. Und er hat dem Saulus die
die Hände auf die Augen gelegt. Der Saulus hat die Augen aufgetan und gesagt, mir ist in diesen 3 Tagen, als ich hier im Bett bin gelegen und nichts gegessen und nichts getrunken, ein Licht aufgegangen. Jetzt weiss ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich will hier zu euch gehören, zu diesen Leuten von Jesus. Komm mit mir zum Brunnen, ich werde mich taufen. Und der Ananias ist mit dem Saulus zum Brunnen gegangen, hat ihn getauft und von dann an hat er den Namen Paulus getragen. Und hat mitgeholfen, dass die Leute viel über Jesus erfahren haben. Auf langen Reisen. Freut euch über Gott, es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will. Freut euch über Gott, weil er für uns alle nur das Beste will. Fetzig und flockig, fröhlich und rockig, singen wir dort, Erde schön, laut und mit Power, seidig und fein, singen wir gross und klein. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Wisst ihr, von wem das Lied ist? Ja, schon. Also, ein rechter Teil vom Lied habe ich mir einfallen. Also zum Beispiel die Akkorde so und die Melodie natürlich und auch ein paar von den Worten, aber die wichtigsten Worte, die hat im Fall der Mann mal in einem Brief geschrieben, der vorhin in der Geschichte ist vorgekommen. Ja, wie heisst er jetzt? Frage dich gerade, singen wir noch einmal den ersten Teil. Freut euch über Gott, es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will. Freut euch über Gott, weil er für uns alle nur das Beste will. Ja, ihr habt sicher gut aufgepasst. Es ist nur ein Buchstabe. Aber der Name, der ist dann schon ein bisschen anders. He? Am Anfang der Geschichte und so ein bisschen auch während dem Verlauf so der Geschichte heisst er ja Saul. Oder auch Saulus. Ich glaube, so hat es Marianne auch erzählt. He? Genau. Aber am Schluss, habt ihr gut aufgepasst, heisst er jetzt eben Paulus. Also so auf Deutsch Paulus. So, da, genau. Und das ist ja nicht einfach nur so ein bisschen jetzt ein anderer Name, sondern in dieser Geschichte merkt man, der Saulus ist wirklich ein ganz anderer Mensch geworden. Es ist ihm irgendwie wie ein Licht aufgegangen. Gott ist ihm begegnet. Und darum ist das auch, dass er so ein bisschen nach dieser Begegnung auch mit dem Namen sagen, es ist etwas anderes geworden. Und schaut mal, ein Licht, das einem aufgeht, das war ja ziemlich heftig. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen, das ist ein Bauscheinwerfer da und der zündet wirklich mega hell. Und dann würde ich mal sagen,
vielleicht nicht gerade direkt in den Bildschirm schauen, ich tue es so mit einem Dimmer so langsam einblenden und dann merkt ihr mal ein Licht, das so richtig blendet. Hey, so, geht's. Es wird im Fall noch heller. Jetzt kommt's. Und paff. Und ja, der Saulus dort vor Damaskus, so richtig, also in einen richtigen Bauschein werfen, nicht so direkt hineinschauen, so ohne die Sonne und so, hey, das tut den Augen sonst nicht so gut. Genau. Also dir, vom Saulus zum Paulus. Es ist ihm ein Licht aufgegangen. Wisst ihr was, wir singen doch gerade noch einmal unser Lied, wo der Paulus gerade ein bisschen mit hat erfunden. Ich sage es gerade nochmal und immer wieder sagen. Ich sage es gerade nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es gerade nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es gerade nochmal und immer wieder sagen es. Freut euch über Gott. Es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will. Freut euch über Gott, weil er für uns alle nur das Beste will. Freut euch über Gott. Es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will. Freut euch über Gott, weil er für uns alle nur das Beste will. Fetzig und flockig, fröhlich und rockig, singen wir Töne, Erde schön. Laut und mit Power, singen wir gross und klein. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Ich sage es grad nochmal und immer wieder sagen es. Freut euch über Gott. Es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will. Freut euch über Gott, weil er für uns alle nur das Beste will. Oh, sehr schön. Und sehr schnell ist es wieder vorbeigegangen. Die 3. Folge vom Flickflack. Hat es nicht gefallen? Und jetzt lese ich dich das gerade du und dir alle seid dabei gewesen. Eine 4. Folge gibt es noch. Und das ist natürlich cool, wenn ihr auch beim 4. Mal wieder dabei seid. Und das 3. Mal, das schließen wir gerade genau gleich ab, wie wir das 1. und das 2. Mal Flickflack aufgehört haben mit unserem Segenslied. Gott segne dich und mich mit Freude zum bei ihm sein, mit Glauben, wo uns Halt kann geben, wo niemand uns kann nehmen. Gott segne dich und mich, dass wir es lieben.